stellen. Nein. Eins, zwei, drei, dann geht es besser. Gut, aber ganz von Anfang fange ich jetzt nicht an. Also Mobilfunk ist ein Thema, das alle betrifft. Die erste Konfliktursache ist, dass die Anrainer plötzlich einen Sender vors Haus, vors Fenster bekommen und kein geschweige denn ein Mitspracherecht haben. Bedauerlicherweise in Zeiten wie diesen gehen dann alle ins Internet und dann findet man alles Mögliche. Das heißt, man soll sich also auf die Fakten zurückziehen und die Fakten sind ganz einfach, dass es in Österreich keinen vom demokratisch legitimierten Gesetzgeber festgesetzten Grenzwert gibt und dass die WHO eben auch mitteilt, also die Weltgesundheitsorganisation keine Normungsbehörde hat Expositionsrichtlinien mit dem Ziel erlassen, vor langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen und einem möglichen Krebsrisiko zu schützen. Und die Deutsche Strahlenschutzkommission, das Bundesamt für Strahlenschutz Deutschland, der oberste Sanitätsrat, alle empfehlen eine Minimierung der Exposition. Also Mobilfunk ja, aber mit so wenig Strahlung als möglich. Und so wenig als möglich gibt es ja viele Beispiele für viele andere Stoffe, also das wäre ja bei Mobilfunk oder elektromagnetischen Feldern nichts Neues. Und es gibt eine sehr interessante Zusammenstellung von der European Environmental Agency, Lessons from Early Warning. Also es gibt auch viele Beispiele in der Vergangenheit, dass Stoffe unbedenklich waren und sich im Laufe der Zeit als doch nicht ganz so unbedenklich herausgestellt haben. Ich möchte jetzt nur ein Beispiel nennen, Asbest. Und die Folgekosten von Asbest, wissen Sie selbst alle, was das also nach wie vor für Probleme macht. Ja? Und wäre Mobilfunk nicht womöglich, das weiß heute niemand genau, ja, kann auch niemand seriös sagen, aber womöglich nicht Ähnliches zu erleben, ist also eben die Minimierungsstrategie in aller Munde. Und das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Gruppe Gesundheit und Soziales, Abteilung Umwelthygiene, hat bereits im Oktober 1999 für Niederösterreich auch einen Beurteilungsvorsorgewert von 1 Milliwatt pro Quadratmeter empfohlen, solange es keinen Grenzwert gibt. So, wie kann die Lösung ausschauen? In Australien hat zum Beispiel die Mobilfunkindustrie, ja, die Mobilfunkindustrie, keine Bürgerinitiativen, sondern die Industrie selber, das Best-Practice-Modell eingeführt. Was heißt das? Die Bürger in die Standortwahl, dort wo es der Betreiber sucht natürlich, ja, aber trotzdem in diese Standortwahl, da gibt es auch noch ein paar Möglichkeiten, einzubinden und den Bürgern auch zu zeigen, zu dokumentieren, sprich eine vertrauensbildende Maßnahme zu machen und aufzuzeigen, dass man den Standort und die Konfiguration des Senders auch so gewählt hat, dass die Strahlung so gering als möglich ist. Und das ist gar keine Hexerei, sondern das ist, da gibt es also Produkte am Markt mit der EDV und geografisches Informationssystem, gibt es in jeder Gemeinde. Und ich habe letztens vernommen, im Klimabündnisarbeitskreis, dass in Klosterneuburg sogar die Häuser mittlerweile schon EDV-mäßig erfasst sind, also noch optimaler. Und da kann man dann in allen Höhenschattierungen mit den verschiedenen Standorten, Senderhöhe und Konfigurationen, Sender höher, Sendeleistung anders, andere Hauptsenderichtungen und so weiter, eben die Strahlungsexposition simulieren. Ich habe Ihnen das da ganz groß mitgebracht, damit Sie sich das vorstellen können. Die Exposition wird in verschiedenen Farben dargestellt. Rot ist also die höchste Exposition und hier sehen Sie den Sender immer am gleichen Standort, nur Stange höher, also Sender höher, mit mehr Abstand in der Höhe und andere Sendeleistung. Und Sie sehen auf dem ein und demselben Hausdach, wie sich das Rot eben verändert. Ja? Nur das Gute an solchen Vorevaluationen ist eben, dass man keine
Investitionen tätigen muss und dann wieder verändern muss, sondern dass man das vorher evaluieren kann. Und das kann man in allen Höhenschichten machen. Ich habe es Ihnen, Herr Bürgermeister, in vierfacher Auswertung und Unterlagen mitgebracht. Und das kann man in allen Höhenschichten machen. Und damit kann man natürlich auch für das Dachgeschoss oder für das Erdgeschoss, je nachdem wie eben auch topografieabhängig die Bebauung ist, eben schauen, wie man das hin und her schieben kann, immer im Suchgeist der Betreiber. Ja? Und ohne dass also da jemand dann nicht telefonieren könnte, wie man die Exposition minimieren kann. Und in Feldkirch hat man das also umgesetzt, wobei Feldkirch kann man noch optimieren, aber im Großen und Ganzen hat man in der Stadt Feldkirch das umgesetzt und hat dort zu 90% 1 Milliwatt pro Quadratmeter der Exposition und kann überall telefonieren. Und ich bin gerne bereit, also eben da mitzuarbeiten und auch zu zeigen, wie es in anderen Orten gemacht wird. Sie haben es da in Ihren Unterlagen. In Italien hat zum Beispiel die Umweltanwaltschaft von Venetien eine eigene Software entwickelt. Kann man auch versuchen, ob man die vielleicht gratis kriegen für die Umweltanwaltschaft. Die machen nach der Errichtung der Sender ein Monitoring, und zwar 24 Stunden, mindestens für eine Woche, damit die Bürger nicht das Argument haben, wenn gemessen wurde, ist heruntergedreht worden. Weil das ist auch eine ewige Diskussion, aber wenn das über eine Woche an einem Ort steht, dann kann der Betreiber den Sender nicht herunterdrehen, weil sonst würde man Beschwerden haben, dass man nicht telefonieren kann. Und dieses Monitoring wird also in Venetien so gemacht, dass das also in 5 Meter Höhe ist und nicht in 1,50 Meter im Feldkirch, weil man dort vom Statistischen Zentralamt erhoben hat, dass 80% der Bevölkerung in einstöckigen Häusern lebt. Danke, ja. Ja, danke. Also ich gerne mit. Danke. Danke Ihnen. Danke. Für die Wortmeldung. Ich darf wieder erwähnen, es ist nicht heute die Debatte über die Anträge zu führen, das ist ja festgehalten. Dementsprechend darf ich nur die Weiterbehandlung empfehlen. Und zwar hier mit dem speziellen Fokus auf diese Animationen und den Kontakt zu den Mobilfunktreibern, die wir dem zustimmen müssen. Und wo es auch als Antrag zu verstehen ist, weiter zu behandeln im zuständigen Ausschuss. Und darf nur das ist total zu leise. Ich versuche es lauter. Also wir werden diesen Antrag weiter behandeln. Also ich werde das gleich zur Abstimmung bringen mit dem Fokus auf die Evaluierungen und vor allem auf die Zustimmung des Mobilfunktreibers. Das ist ja notwendig für diese Planspiele. So jetzt. Wir haben halt technische Probleme, aber ich bitte nun den Gemeinderat darüber abzustimmen, ob die Auswahl ist nicht so groß. Es ist nicht definiert, Umweltausschuss Zur Behandlung. Und ich darf bitten, alle Gemeinderäte, die dafür sind, um ein Handzeichen. Gegenprobe, Gegenstimmen, keine Enthaltungen, keine, somit einstimmig zur Weiterbehandlung in den Ausschuss für Umwelt weitergereicht. Ich darf auch bitten, Frau Marschalek dazu einzuladen. Als zweiten Redner, ähnliches Thema, aber auf spezielle Standpunkte fokussiert, hat sich gemeldet Herr Fritz Fleischhacker. Ich darf ihn bitten. Ja, ich bin als Anrainer in der Sie vielleicht, wenn Sie möchten vorkommen, dann können Sie ins Mikro sprechen. Vielleicht funktioniert es jetzt dann. Ich möchte an die Vorrednerin nur anschließen, es betrifft genau das. Einschalten bitte. Das Mikro einschalten. Das funktioniert nicht. Der Lautsprecherversuch ist nicht sehr lang. Ich möchte mich an die Vorrednerin anschließen. Wir sind Anrainer und ich vertrete hier noch 5 Parteien am Höheberg. Und danke dem Bürgermeister für die freundliche Anfrage, wo wir lieber den Standort der zukünftigen Anlage hätten. Funksprechanlage heißt das, glaube ich, oder Telekommunikationsanlage.
Wir bedanken uns, wie gesagt, für diese Frage. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass wir nicht wissen, wie hoch die bestehende Exposition im Moment ist und wie hoch die zu erwartende Exposition sein wird. Das ist die erste Frage. Und die zweite Ansage ist natürlich, dass man im Internet und überall lesen kann, dass die Explosion der Datenmengen so enorm sein wird, dass zum Beispiel, wenn man das heute auf ein Video, das man runterlädt, an YouTube auf 500.000 SMS umlegen kann. Das heißt, wir wissen im Grunde genommen überhaupt nicht, ob wir hier eine Hauskatze oder den bengalischen Tiger vor die Tür bekommen, und wüssten auch sehr gerne, inwieweit dieser Tiger kontrolliert wird. Die Frage ist wieder, ja, jetzt funktioniert die Anlage. Ich danke sehr. Die konkreten Fragen, glaube ich, kann man aus dem Amt beantworten. Da werden wir keinen Ausschuss damit befassen müssen, und Sie werden auf die Frage, welche Expositionen Sie heute ausgesetzt sind, soweit wir diese Daten erhalten von den Mobilfunkbetreibern, Antwort erhalten. Und Sie werden auch auf die Frage, was dort vorgesehen ist, mit welchen Grenzwerten das dann auch eingehalten werden kann, das werden wir auch schriftlich zustellen. Ich darf nun Herrn Oberstudienrat in Ruhe, Herrn Wolfgang Kreuzinger, bitten. Thema ist der Lärmschutz entlang der Franz-Josef-Bahn, und darf um seine Eingabenausführungen bitten. Wieder leise. Der Mensch hört das da hinten. Es ist sehr schön, dass man die Möglichkeit hier hat, Man versteht keinen Ton. Hören Sie mich bitte? Schlecht. Geht das so? Jetzt hören Sie mich jetzt besser? Seien Sie nicht böse sein, die gehen da runter. Naja, das reicht ja. Sowieso. Ja, das ist auch. Jetzt funktioniert das wieder. Hören Sie mich. Die Sache, die ich heute vortrage, damit ich nicht zu viel Zeit verwende, ist diejenige, seit 1992 bemüht sich eine Gruppe von Klosterneuburgern, nämlich eine Gruppe im Sachsenviertel, die sehr lärmgestört ist, nämlich durch den Bau des Essels, der mit diesem wirklich Monsterbau eine Schallwand erzeugt hat. Und diese Schallwand reflektiert den Schall ganz hinaus, bis auf die Berge hinauf im Sachsenviertel. Das heißt, wenn man hier nicht geschützt ist durch vorstehende Häuser, ist das ein sehr, wie soll man sagen, ein unhaltbarer Zustand. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Gemeinderat und auch als oberste Baubehörde, der damalige Bürgermeister, eben zugestimmt hat für diesen Riesenmonsterbau, ohne dass hier Schallschutzmaßnahmen oder sonst einbezogen wurden. Ich finde das gegenüber der Bevölkerung, finde ich das als keinen richtigen Weg. Nach vielen Jahren hat man eben auch Messungen durchgeführt. Man hat festgestellt, dass das bis 90 Dezibel der Lärm, die Güterzüge diesen Lärm erzeugen. Und es ist wirklich für dieses ganze Gebiet, wie soll man sagen, eine Beeinträchtigung, eine Lebensbeeinträchtigung und eine Gesundheitsbeeinträchtigung geworden aus diesem ganzen Projekt.
Ich habe mit vielen Stellen, auch bis zum Landeshauptmann, habe ich Verbindung aufgenommen. Man hat Lärmmessungen durchführen lassen, der Landeshauptmann. Es wurde dabei festgestellt, dass es unbedingt notwendig ist, hier eine Schallschutzwand 2 Meter über dem Bahngeleise zu errichten, sowie eine Verkleidung an der Esselfassade, denn der reflektierende Schall muss eingedämmt werden, um wirklich eine Lösung zu finden. Ich möchte dazu sagen, auch die Grundstücke, die dort sind im Sachsenviertel, haben 100% an Wert verloren durch diese Lärmemission. Jetzt bitte ich Folgendes, ich möchte nur 2 ganz kurze Sachen vorlesen. Das eine ist, was sehr entfremdet ist. Ich brauche es gar nicht vorlesen, ich kann es so sagen. Ich habe Herrn Esel, auch ein Kommerzialrat, einen Brief geschrieben bezüglich seines Versprechens, dass da er auch was tun wird mit der Fassade, mit seiner Fassade. Die Antwort, die ich dann bekommen habe, war ungefähr, also ich weiß nicht, sie ist gerade nicht entzückend. Also das heißt, er schreibt mir, ich kann die Schönheit dieses Baus, diese architektonische Schönheit eigentlich nicht erkennen. Nein, ich kann sie auch nicht erkennen. Für jeden, der da nach Klosterneuburg kommt, ist das ein Betonblock, der eben erstens einmal die Sicht, die Einfahrt nach Klosterneuburg, das ist eine Verschandelung im Grunde genommen. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, also da ich auch Wirtschaftsmensch war, wenn ich sage, okay, die Stadt braucht Wirtschaftsräume und braucht auch große Firmen, dann sage ich, ja, ist okay, aber mit den notwendigen Schutzmaßnahmen natürlich. Man kann jetzt nicht hergehen und mit so einem Monsterbau die anderen, die Bewohner oder sonst irgendwo beeinträchtigen in ihrer Gesundheit. Daher ersuche ich Folgendes, es müsste doch jetzt seit 1992 ist das jetzt im Gange. Es ist aber noch nichts, es stehen jetzt bereits in Klosterneuburg solche Schutzwände, aber nicht in diesem ganz prekären Streckenabschnitt. Wir haben dort im Sachsenviertel den größten Lärm zu verdauen, faktisch die größten Emissionen zu verdauen. Ich verstehe das gar nicht, dass hier auch Gemeinderäte sind, das ist nicht ein Vorwurf, aber ich wundere mich, dass dann niemand dieses Thema aufgreift und sagt, okay, wir kennen dieses Thema, das müssen Sie ja kennen, zumindest die älteren Gemeinderäte müssen dieses Thema ja ganz gut kennen. Dass sich da niemand bereit findet und sagt, okay, die warten jetzt seit 1992, dass da eine Verbesserung eintritt, dass das niemand in die Hand nimmt und sagt, okay, pass auf, wir werden mit der Bahn sprechen, mit der Bahnbehörde und jetzt werden wir das auch einleiten. Weil das wird jetzt ununterbrochen hinausgeschoben. Auch wenn ich jetzt einen Brief bekommen habe von Herrn Bürgermeister, den ich da befreie, den möchte ich schon befreien, weil der kann nichts dafür, dass das verschleppt wurde oder sonst. So ist es doch so, dass da drinnen steht, von Seiten der Stadtgemeinde wurde ein notwendiger Betrag für den Weiterbau im Jahre 2011 vorgesehen. Ja? Aber welcher Abschnitt wird da gemacht? Das heißt, was wird hier getan? Also ich möchte schon einmal wissen, jetzt einmal ganz genau, wird jetzt da endlich, was versprochen wurde eigentlich, von der Stadtgrenze weg, was der Herr Landeshauptmann auch gesagt hat, wird da endlich der Schutz gemacht oder wird es wieder hinaus verschoben, weil vielleicht der Herr Kommerzialrat Esel, dem das gar nicht so wichtig ist und der das hinauszögert, dass dort ja keine Schutz, keine Fassade gemacht wird. So, ich danke dem Gemeinderat, ich danke allen und ich wünsche ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Danke für die Glückwünsche fürs neue Jahr, für Weihnachten. Ich darf nur ergänzen, es geht um den Bau des Fachmarktes, das ist die Höhe und der Betrag, der vorgesehen wurde von der Stadtgemeinde und gestern auch mit dem Budget als einer der vielen Posten beschlossen wurde, ist die Höhe von dort circa stadtauswärts, also genau der betreffende Abschnitt, weil die Stadtgemeinde und die ÖBB
bei den ersten Maßnahmen, die gesetzt wurden, Stadtmitte, Bad-Abel-Straße bis zur alten Tankstelle, diese Teilschnitte wurden deswegen gemacht in diesem Vorgehen, dass man nicht von Wien rausgegangen ist, sondern dass man das in der Mitte begonnen hat, weil man es parallel zu den Gleisarbeiten gemacht hat, da das leichter für die ÖBB ist, um hier nicht zu viel Verkehrsprobleme auf den Schienen zu erzeugen. Dasselbe ist fürs nächste Jahr vorgesehen, soll eben beim Baumarkt dann dort passieren, bei der Fachmarkt circa diese Höhe Richtung stadtauswärts. Die Mittel der ÖBB sind jetzt schon mal zugesichert, die Mittel der Stadt auch, wie eben berichtet. Und jetzt warten wir noch auf die Zusicherung der Mittel des Landes und dann sollte das nächstes Jahr über die Bühne gehen. So viel dazu. Die Lärmschutzmaßnahmen entlang der Hauswand von der Baumarktfiliale, die sollen danach nach einer Messung, wenn der Lärmschutz steht, genau festgelegt werden, was da notwendig ist und auch dann errichtet werden. Das ist unser derzeitiger Stand und wenn das genügt, glaube ich, werden wir jetzt keinen Ausschuss damit betrauen. Ich würde noch bitten, das im nächsten Verkehrsausschuss noch einmal zu besprechen, vor allem da den Stand des Landes noch einmal abzuklären und die Familie Kreuzinger die notwendige Information weiterzugeben schriftlich. Danke, wir kommen zu Redner Nummer 4, Herrn Thomas Röck vom OLC Robranners Kloster Neuburg. Thema ist Sport bzw. Laufstand. Ich hoffe, dass für eine geübte Stimme jetzt die Technik auch dementsprechend passt.